Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Schaut mal die super herzigen, verrosteten Schildchen und Sachen, die ich hier habe. Ich habe ein Tutorial gefunden auf dem Kanal Sasibo, also S-A-A-C-I-B-O, wo man die genialen Aluminiumschildchen und Sachen machen kann. Sasibo ist ein mega cooler Kanal, geht dort mal schauen. Die hat immer wieder ganz verrückte Ideen, macht ganz tolle Sachen. Also ich habe mir dort schon einiges rausgepickt. Und das hier ist also wirklich einfach super genial, finde ich. Das sind alles so Stanzteile, die ich aus der Sizzix ausgestanzt habe. So, und zwar aus irgendwelchen Aludosen. Genau. Nachher ausstanzen mit ganz normalen Formen. Das klappt wunderbar. Und dann der super geniale Effekt vom verrostet sein habe ich einfach mit solchen Alkoholmarker hergebracht. Genau, sie zeigt dort noch vor, dass man es mit Acrylfarbe anmalen könnte oder dass man es mit Nagellack anmalen könnte. Das habe ich nicht ausprobiert. Mir hat einfach das gerade so super gefallen und das hat so genial funktioniert mit diesen Schreibern. So kann man natürlich auch, nicht jetzt, dass es speziell verrostet aussieht, aber es gibt dann einfach so einen verlaufenden Effekt. Also so. Sie zeigt es im Video vor mit diesen Alkohol-Ink-Sprühfarben. Ich habe eben einfach nur die Marker und habe es mit denen gemacht. Und damit das auch so ein bisschen verläuft, habe ich einfach in das Sprühfläschchen ein bisschen Isopropylalkohol reingefüllt. Das hatte ich noch, als ich einmal so ein bisschen Kosmetikzeugs selber gemacht habe. Ja, genau. Und das hat super funktioniert. Je nachdem, wie man das dann so drauf sprüht, kann das ganz coole Effekte geben. Da zum Beispiel habe ich eins, das so richtig vertröpfelt ist. Ja, genau. Genau. Und jetzt würde ich sagen, hey, machen wir ein paar miteinander. Ja, ich glaube, ich muss noch mein Mikrofon einstecken. Mal schauen, ob es dann vielleicht ein bisschen besser wird vom Ton. Wir werden es sehen. Das geht noch mal ein bisschen warten. Also gut, dann würde ich sagen, lassen wir doch mal los. Ausgewaschen habe ich sie. Dann schauen, dass wir sie noch irgendwie ein bisschen trocken bringen. Ich schneide die jetzt einfach mal auf. So. Nicht gerade mit meiner Spezialschere irgendwie, sondern wenn es dann kann. So. Das heisst ja, man kann, wenn man mit einer stumpfen Schere Aluminium schneidet, also so Alufolie, dann können wir sie wieder ein bisschen schärfen. Das stimmt genau, weiss ich nicht, aber eben, ich nehme sicher nicht meine allerbeste Schere, falls sie würde halt ein bisschen kaputt machen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber bis jetzt ist immer noch nichts passiert und es funktioniert wunderbar mit der Schere. Ja, was man halt wirklich mega aufpassen muss, ist, die Kanten sind natürlich super scharf. Und wenn man dann so dumme Spitzchen hat, wie hier, ich schneide die jetzt auch noch ein bisschen ab. Das Geräusch ist auch nicht gerade das Netteste. So. Und dann ein bisschen abtrocknen. Ja, es ist sicher jetzt nicht gerade irgendwie eine Arbeit, die ich würde Kind überlassen würde. Falls man das mit Kind machen
was aber genau passiert, ist, wenn man so schneidet oder nachher auch beim Stanzen, kann es sein, dass es wirklich so ganz, ganz feine so Aluspäne gibt. Und vielleicht wäre es dann schlau, gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat oder so, wenn man nachher den Arbeitsplatz geschwind ein bisschen staubsaugert. Weil die sind schon ein bisschen hartnäckig. Sind dann einfach gerade irgendwo und überall. Und das kann einfach ganz fiese Spritzen geben, natürlich. So. So. So, noch ein bisschen Malerkleppband. Weil die Dinger hier, die kann man zwar so an den Tischkanten ein bisschen geräder machen, aber ganz gerade bringt man sie natürlich nicht. So, und dann ist es schlau, wenn man die Förmchen nachher ankleben kann. So. Selbstverständlich, wenn man kein CD-Set oder sonst irgendeine Stanzmaschine oder was auch immer, kann man natürlich auch einfach ausschneiden. So, da ist jetzt mein Teil. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, ich weiss nicht genau, ob man das gut sieht, was ich hier produziere. Wir schauen einfach mal. So. Ich möchte doch als erstes mal ein Schild, ein kleines grosses hier, aber das macht nichts. So, also kleben wir doch das hier an. Und dann machen wir doch hier noch so eins da. So. Und noch das da. Und das da. So. Also, ich glaube, es ist besser, wenn ich sie so reinstopfe. Ah, Moment, das stimmt etwas nicht. So, jetzt ist gut. Dann zack, einmal rein. Und dann gehen wir doch gerade hinterher wieder raus. Und dann wollen wir schauen, was da dabei rausgekommen ist. So. So ein hübsches. Und so ein hübsches. Wichtig ist natürlich eben auch, dass man es aufs Silbrige drauf tut, weil wenn sie das abstanzt, dann drückt es da die Kanten so ein bisschen runter. Wenn man es jetzt auf dieser Seite hat, dann wäre jetzt hier die scharfe Kante auf der falschen Seite, oder? Also, weißt du, wie ich meine? So, gut. Und das schneidet also wirklich hervorragend. Und die Stanzteile, die gehen auch überhaupt nicht kaputt oder so. Das sieht doch super aus. Selbst so silbrig sieht es natürlich genial aus. So. Voilà. Der hier noch ein Löchchen, das wir noch rausstechen müssen. Ich mache das einfach mit dem Nödeli. So, kommt das raus und fort. So, jetzt
Was wollen wir noch? Was wollen wir noch? Da haben wir noch das Sommervögel. Die sind auch ein bisschen diffizil da mit diesen feinen Säckchen. Dann hätten wir noch ein Herzchen. Und dann machen wir noch mal ein Herzchen. Moment. Das ist ja komplett verkehrt. Geht es eigentlich noch? Ich mache wieder Zeug. Du. Ja, ist gut, ist gut. Und jetzt haben wir da noch so ein herziges Vögeli. Gib mir ein bisschen von dem. Jetzt schon wieder. Was ist los? Wie wenn ich das noch nie gemacht hätte. So. Gut. Also. Und wieder rein da. So. Und zack. Und wieder retour. Und. Das ist schon rausgefallen da. So. Schnussiges Herzchen. Wo ist jetzt mein Nädeli da? So. Und. Oh. Also jetzt abgerupft. Nein, ist gut. Ich habe gemeint, ich war gerade ein bisschen zu grob. So. Vögeli. Ja, brav. So. Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir hier alles rausbringen. Natürlich mit dem Nödeli dann schon ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht durchsteche. Also durchs, wie heisst es, durchs Aluminium würde es natürlich schon gehen. Ja. Aber ich glaube, es kommt gut. Es kommt gut. Ein bisschen vorsichtig. Alle die Teile raus. Pieksen. Und dann mal schauen, ob das kommt. So. Die Fühler sind immer so heikel. Oh, ach, da hat es mir tatsächlich jetzt abgerupft. Ja, no. Das ist nicht so schlimm. Dann machen wir einfach so. Oh, dann sehen sie wieder gleich aus. So, jetzt da müssen wir natürlich die ganzen Teile noch rausknübeln. So, aber das geht eigentlich recht gut. So, du gehst auch weg und du auch. Und das Coole daran ist, das ist ein bisschen besser sogar wieder am Papier. Wenn es noch nicht ganz dünn ist, dann ist es ja trotzdem so ein bisschen angeritzt, sage ich jetzt mal, von dieser Stanze. Und beim Papier würde es ja dann einfach irgendwie reissen. Und beim Aluminium ist es natürlich schon so, dass wenn man es dann ein bisschen dran reisst, verrupft es nicht einfach wie irgendwie, sondern es geht dann wirklich dieser vorgeritzten Linie nach. Und dann kann man es eigentlich, wenn es mal nicht ganz durch ist, vorsichtig wirklich einfach reissen. Schön dieser Linie nach und dann kommt es raus.
so wie jetzt gerade bei dem. So. Genau. Und dann am Schluss haben wir ihn. Und den noch. Ach, und dann sind da noch 2 kleine. Das ist also schon ein bisschen ein Knübel. Komm schon. Komm schon. So. Aber schlussendlich schaffen wir das auch. Komm. So, jetzt. Ja, der ist doch sehr herzig. Wunderbar. Jetzt haben wir auch noch ein kleines Herzchen. Da, jetzt auch noch so ein paar. Zack, zack, zack. So. Da unten ist noch. Nein, da noch. So. Sehr süß. Und das Vögel noch. So. Ah, super, jetzt haben sie wieder zurückgestoßen. So. Komm raus. Nein! Jetzt habe ich den Kopf abgeschrissen. Okay. Ein bisschen vorsichtiger hätte man sollen. Aber der funktioniert nicht so gut. Der tut ein bisschen zu fest. Oh. Der drückt es ein bisschen zu fest durch. Jawohl, gut, wissen wir das. Ich habe noch andere Vögel, vielleicht gehen die ein bisschen besser. So, also komm, wir machen doch noch eins. Probieren wir noch die anderen Vögel. Da hat es noch 2 Vögel. Die haben nicht so viele Linien, glaube ich, drin. Könnte das ein bisschen besser gehen. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. So, dann wollte ich noch einmal das grosse Herzchen. Und die Blumen, die möchte ich doch auch noch. Gut, also wenn wir doch schon dabei sind, machen wir den auch noch. Und nachher dann haben wir es dann, glaube ich. So. Voilà, 3 Stücke durchdrehen. Und noch eine Retour. So, und dann wollen wir auch schauen. Die Vögel die sind auch ziemlich fest durch, sehe ich gerade. Durchgestanzt. Vielleicht sind die wirklich nicht so ideal. Wenn wir ganz fein probieren. Oh, das hat fest da drinnen. Oh, ganz fein schreissen. Wie soll das gehen? Ah, jawohl, geschafft. Sehr gut. Es ist ein bisschen verkrügelt.
Aber vielleicht nehmen wir es nachher ganz schnell durch die Fix, um das wieder ein bisschen anzudrücken. Vielleicht nützt es etwas. So, da haben wir nochmal ein Herzchen. Wo ist es? Schon rausgefallen. Wo ist es jetzt hier? Ah, da. Ich dachte, irgendwas das stimmt nicht. Gut, alles klar. So, prima. Herzchen, die Blumen, die sollten eigentlich auch ganz gut gekommen sein. So, das war jetzt ein kleines Knübel, aber ich habe es trotzdem auch rausgebracht. Ich probiere den auch noch einmal ganz ein bisschen flach zu machen. Und jetzt mal schauen, ob das Vögel noch irgendwie rausgekommen ist. Mehr oder weniger. Oh, der hat es auch wieder mega fest reingedrückt. Oh. Komm, du Vögel, komm. So, doch, das ist auch gegangen. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen etwas genützt, dass wir sie hier noch gelettet haben. Das ist super. Also, ups. Fort mit dem Zeug. Um die anmalen, nehme ich jetzt hier mehr Händchen. Weil ihr habt es vielleicht schon gesehen. Meine Finger sind immer noch ganz angeschmiert. So, und das sind so die Farbtöne, die ich benutzt habe. Also die hier natürlich eher so für die Sommervögel, die ich gemacht habe. Und die hier, aber die hier und ganz besonders der hier. Das ist mein heiliger Gral von den Rostfarbenmacher. Der Warm Grey Nummer 7. Der ist genial, mit dem kann man alles so ein bisschen verschlirken und ineinander reinmischen. Das war super. Also, komm, jetzt wollen wir mal probieren. Und zwar, was machen wir hier? Rost. Und das hier soll ein bisschen farbig werden. He? So. Ich habe doch 2 Herzchen gehabt. Da ist noch eins. So, dann könnten wir auch noch rostig machen, oder nicht? Oh, komm. So, fangen wir doch gerade mal mit dem an. Also. Der war wunderbar, um also ein bisschen grundieren. So, und dann mache ich das wirklich einfach gerade irgendwie, wie es gerade kommt, einfach ein bisschen drauf. So ein bisschen bläulich ist immer gut. Wenn man so ein bisschen tupft, kommt ein bisschen mehr raus. Irgendwie. So. Ein bisschen schwarz. Ups. So, und dann noch ein bisschen von dem und noch ein bisschen von dem. Man muss natürlich nicht alle Farben nehmen, manchmal ist das auch ein bisschen übertrieben. Manchmal ist natürlich mehr weniger. Dann nehme ich noch einmal den und verschlirke das alles noch einmal ein bisschen, dass das so ein bisschen ineinander reinläuft, alles. Ist jetzt vielleicht für den Spitz nicht ganz so gesund, aber ja, kann man ja dann auch wieder ein bisschen putzen oder so. So, und ich finde jetzt eigentlich schon das Ergebnis gar nicht mal so schlecht, oder? Das sieht eigentlich relativ cool aus.
Jetzt noch ein bisschen mehr Rot hätte ich jetzt gerne gehabt. Da oben habe ich noch ein bisschen mehr gehabt. So. Und jetzt habe ich eben hier das Isopropylalkohol abgefüllt. Und jetzt ich da wirklich ganz wenig probiere ich drauf zu spritzen. Wenn es mehr gibt, dann verschwimmt das so ein bisschen mehr. Dann kann man das einfach so ein bisschen blasen. Das natürlich auch mit dem Röhrli machen oder so. Schauen, dass man die Dämpfe nicht zu fest einschnauft. Aber hey, so sieht doch das schon recht genial aus. So. Ups. So, jetzt haben wir da noch so einen Span drauf, den wollen wir nicht. So. So, und beim Schwarz. Der ist nicht so saftig, der geht nicht so gut. So, mal schauen, was der da macht. Und das trocknet auch also wirklich in einer Sekunde schnell. Wow. So. Falsch. So, auf das spritze ich jetzt zum Beispiel gerade nicht drauf, weil ich das schon recht cool finde. So. Das lassen wir jetzt einfach mal. So. Voilà, das sind so unsere rostigen Teilchen. Jetzt glänzt es gerade mega geil, man sieht es gar nicht so gut. So sieht man es vielleicht ein bisschen besser. So, und jetzt tun wir doch die da mal noch einfach schön anmalen mit so irgend so etwas da in dieser Art. Ja, ich glaube, man kann sagen, wichtig ist oder besser ist, wenn man wirklich richtig kräftige Farben nimmt. Die hellen, die sieht man wirklich kaum. Kann sicher auch schöne Effekte geben.
wenn man es nur so ganz, ganz fein hat. Aber ich finde, die kräftige Farbe, ja, die sieht man natürlich dann einfach ein bisschen besser. Was ich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass ich dann nicht mit den Schreiber ins nasse Alkohol, den ich drauf gesprüht habe, reingegangen, weil sonst, ich weiß auch nicht genau, was es macht, ob es die Spitze irgendwie verklebt oder keine Ahnung. Das funktioniert immer nicht so gut. Aber wenn ich es über das Trocknen rein noch einmal drüber gehe, dann kommt es gut. Einfach ein bisschen Geduld haben, geschwind trocknen. So. Gut. Ah. Nicht so, wie ich wollte. Nochmal. Jetzt. Mache ich da noch einmal. Nochmal sprayen, komm. So. Gut. So. Jetzt wollen wir uns das doch einmal anschauen. Ich kann noch schnell etwas zu den Schreibern sagen. Das sind einfach die Touch-Schreiber. Da habe ich jetzt genommen Potato Brown und Deep Yellow. Das sind Copic. Einfach der Ciao. Ich muss sie nicht vorlesen, gell? Ich habe sie einfach schnell rein. Ich sehe das selber. Ich sehe das nicht, gell? Ich habe sie so dumm her. Also, Mint Green, Dark Blue, Dark, Bark, Cardinal, Schwarz, eben Warm Grey Nummer 7, Sky, Amethyst und Azalea. So, Moment. So, das da wäre unsere Ausbeute. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Was ich noch zeigen kann, ist, also es wird wirklich in einer Sekunde, trocknet das gerade, man kann das anlängen. Es ist wischfest, es ist, glaube ich, auch wirklich wasserfest. Was es wahrscheinlich nicht ganz ist, ist kratzfest. Also wenn ich jetzt so gehe oder mit dem Fingernagel oder so gehe, drüber krabbeln, wahrscheinlich nicht ganz. Vor allem dort, wo es ein bisschen mehr Farbe drauf hat. Aber sonst, ich finde, das sieht super aus. Ich finde, das sieht super rostig und vintageig aus. Und auch die Farbigen da sind super herzig. Also die Farbigen, ich meine die nicht so rostig sind, sondern wo man einfach mit einer sonst eine hübschen Farbe so ein bisschen angemalt haben. Die sehen ganz toll aus. Was ich jetzt noch ein bisschen herausfinden muss, ist, wie dass ich die aufkleben kann. Auf dem anderen Kanal, wo ich das gesehen habe, hat es geheißen, ja, jeder Leim geht, wo für Metall geht. Ich habe irgendeinen Montagekleber, ich werde den sicher mal ausprobieren. Und sonst ja, muss ich mich einfach durchprobieren oder im Baumarkt ein bisschen durchlesen, welcher Leim das jetzt da wirklich würde passen. Was sie auch macht, ist, sie tut noch einmal die genau gleichen Förmchen ausstanzen aus einem dickeren Papier oder einem Karton und klebt das nachher dann drauf. Dann hat man dann wieder so eine Kante und dann gibt es ein richtiges festes Schild. Sieht das wirklich auch noch einmal ganz genial aus. Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich eben noch auf der Suche nach dem rechten Leim bin. Und ja, aber ich habe es euch nicht vorenthalten. Ich habe das so genial gefunden. Es hat mir mega gut gefallen. Es macht mega Spass zu machen, vor allem das Anmalen. Ist so, die
genialen Strukturen da herauszufinden. Ich habe vorher noch nie etwas mit Alkohol-Ink gemacht, eben mit diesen Spray. Nur mit diesen Schreiber, einfach auf Papier gemalt. Aber so ist mir das auch ganz neu und ich finde es genial. Und ich bin mir ganz sicher, von denen hier bestimmt, werden es ein paar in unser Junk Journal reinschaffen. Da irgendwie, so sieht doch das wunderbar aus. Und dann bedanke ich mich, dass ihr das zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!